Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Taktik Fuchs. Ja Leute, wie wäre meine Aufstellung zum Bundesligaspiel am 31. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt? Ja, bevor wir da reingehen, wie immer in eigener Sache, wenn euch gefällt, was ihr seht. Leute, abonniert den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube. Lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke und was nicht alles geht. Ihr supportet damit den Kanal, von daher vielen lieben Dank. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Gut, meine Aufstellung. Mache ich mal spontan aus der Hose. Vielleicht als Erklärung, bevor wir reingehen. Für mich ist das Spiel völlig zweitrangig. Ja, man sollte sich natürlich voll auf das Champions League-Spiel fokussieren. In der Bundesliga ist alles gelaufen. Nach oben, nach unten. Das Spiel um die goldene Ananas mal wieder. Von daher müssen wir da kein Hackmack machen. Wir wollen natürlich eine anständige Leistung sehen, vom Einsatzwillen her, vom Einsatz her. Aber natürlich können wir nicht alle 11 Spieler nicht spielen lassen, die am Dienstag dann spielen sollen. Und ja, ich kann es dann auch verstehen, wenn der eine oder andere vielleicht in irgendeinen harten Zweikampf dann eher zurückzieht oder sonst was. Ja, von daher ist das Ergebnis erstmal zweitrangig von dem Spiel. Ja, muss man so knallhart sagen. Je nachdem, wie es natürlich ausschaut, wir sind es gewohnt, alle 3 Tage zu spielen, das müssen wir jetzt auch nicht verheimlichen, ja. Aber diese ganzen verletzungsanfälligen Spieler und die ganzen Spieler, die vielleicht ein bisschen angeschlagen sind, sollte man draußen lassen. So, im Tor natürlich Neuer, wenn er fit ist, ja, das sollte klar sein. Wenn er nicht fit ist, würde ich knallhart den Peretz reinwerfen. Ich weiß, würde nicht passieren, wenn dann wird wahrscheinlich Ulle spielen. Bei mir wäre es auf jeden Fall der Peretz. Gut, Außenverteidigung natürlich Kimmich. Kimmich ist fit, Kimmich ist willig, Kimmich ist am Start. Von daher würde ich mit Kimmich anfangen. Muss man sehen, ob man ihn dann vielleicht auch mal nach der 60. auswechselt oder vielleicht sogar zur Halbzeit. Die Frage ist, wen hast du als Alternative? Ja, Mazraoui irgendwie einzuwechseln. Ja, ein Fonsi ist natürlich nicht mehr gesperrt. Aber ich fühle einen Fonsi gegen Real Madrid so gar nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Von daher wird ein Fonsi bei mir starten. Ja, und auch 90 Minuten durchspielen. Egal wie er spielt, er muss Gas geben. Wäre für mich alternativlos. Ich würde es nicht riskieren, Guerrero oder einen Mazraoui zu bringen. Das war eine gute linke Seite. Und die kann man auch gegen Real Madrid so aufbringen, denke ich. Ja. Gut. Innenverteidigung, ja, könnte man sogar, je nachdem, wie es ausschaut, beim Eric Dyer und beim De Ligt. Letztes Spiel hat Dyer gespielt. Keine Ahnung, ich mache mal hier als Alternative De Ligt rein. Mit einem von beiden würde ich auf jeden Fall anfangen. Ja, einfach der Stabilität wegen. Wir wollen das Spiel natürlich auch nicht abschenken. Ansonsten sehe ich natürlich als erste Alternative Kim. Und da ist natürlich die nächste Alternative Upamecano. Ja. Meine Geschichte wäre... Warum habe ich den Leimer da reingemacht? Habe ich Alter eine Birne oder was? Die Lucht, Alter. Also ich würde auch mit dem Airbag anfangen wahrscheinlich und mit dem Kim und dann vielleicht, je nachdem wie fit der Erik ist oder sowas, den De Ligt nochmal bringen, dass die beiden nochmal 20 Minuten zusammen haben und dann vielleicht gegen Ende hin den Dyer auch nochmal auswechseln, dass er ein bisschen Körner spart durch den Opa. So ein Ding. Kimmich müsste man gucken. Schadet natürlich auch nicht, wenn so Mazraoui nochmal 20 Minuten ein bisschen Spielpraxis kriegt zum Ende hin. Kommt dann natürlich auch auf den Spielstand an und so weiter und so fort. Da muss man die ganzen Umstände dann mal mit einbeziehen, denke ich. Gut, Mittelfeld. Eigentlich spielt es keine Rolle, ob du mit dem Goretzka oder Leimer anfängst. Ich würde aber mit dem Goretzka anfangen, weil Goretzka ein klein wenig weniger verletzungsanfällig ist wie Leimer. Leimer ist da ja schon mal anfälliger. Und ja, da müssen wir jetzt nichts riskieren vom Champions League-Spiel. Pavlo wäre bei mir gesetzt. Pavlo wäre aber auch gegen Real Madrid bei mir gesetzt. Ja, was sehr wahrscheinlich beim Tuchel nicht der Fall sein wird. Aber ja, Pavlo sollte weiter Spielzeit bekommen. Gut, vorne ist natürlich jetzt so eine Sache, kommt natürlich drauf an, Fitness, wie ist die Fitness? Wir müssen natürlich jetzt nicht anfangen zu sagen, ja komm, wir schonen jetzt mal einen Heavy Kane komplett. Wir lassen den mal draußen, weil wir auf das Spiel scheißen. So waren meine Aussagen auch nicht gemeint.
Wenn Harry Kane fit ist, spielt er. Punkt. Ja, du kannst ihn ja nach 60 Minuten auch rausnehmen oder 70 Minuten. Bringst halt die Oberlegende Choupo-Moting rein und gut ist, war. Ja, da Antel ja sehr wahrscheinlich keinerlei Einsatzchance bekommen wird gegen Real Madrid. Ich würd so oder so mit dem Tell anfangen. Auch da kannst du es handhaben, wie mit allem anderen. Und könntest ihn dann auch rausnehmen. Nach 60 Minuten, wenn du damit planst, irgendwie ihn für Real in Betracht zu ziehen. Ja, auf der rechten Seite, beziehungsweise könnt noch überlegen, den Tell nach rechts zu stellen. Und links den Brian. Ja, ich weiß, ich reite da drauf rum, genauso wie ich auf dem Tell drauf rumgeritten bin. Nochmal. Wo ist er? Okay, steht da Zaragoza drin. Was sollen wir jetzt riskieren? Wen willst du bringen? Ja, Coman fällt bis zum Ende der Saison aus. Leroy, keine Ahnung, Stand der Dinge. Gnabry, gibt es da irgendwie einen Stand der Dinge? Ist voraussichtlich am 30.04. Käme also auch zu früh, käme dann vielleicht maximal das Realspiel, aber selbst das wäre wieder zu früh, ihn dann da reinzuwerfen, wenn er auch wieder gerade mal nur 1, 2 Tage im Training ist. Macht keinen Sinn, also von daher die beiden Spieler für mich. Müller würde ich bringen. Auch wenn er super schlecht war, für mich. Bei Union hat aber 2 Tore gemacht. Natürlich, ganz klar, würde ich Musiala hier auch noch ein bisschen Spielzeit geben. Ja? Aber auch da, je nachdem, wie fit er ist. Wenn er an sich noch so ein bisschen auskurieren muss. Aber ansonsten bring ihn zum Schluss 20 Minuten rein, 25 Minuten, den Musiala und alles ist schicki. Ja? Auf der Außenbahn war's das heute. Das ist alles, was wir haben auf der Außenbahn. Ja? Wir können hier jetzt noch 1, 2 Jugendspieler, die habe ich hier nicht drinne, die wir dann natürlich als Ersatz haben. Aber ansonsten, wir haben noch einen Saar, der fällt aus. Sané wird wahrscheinlich nicht da sein. Wie gesagt, hier haben wir Mazraoui, dem wir gerne dann noch mal ein bisschen Spielzeit geben können. Die letzten 20, 25 Minuten. Dasselbe kannst du natürlich hier bei den Pavlovic oder bei der Davis-Posi oder bei der Zaragoza-Position mit Guerrero machen. Aber wie gesagt, die da jetzt von Anfang an reinstellen, fühle ich nicht. Wie gesagt, je nach Spielverlauf, wenn es der Spielverlauf hergibt, dann gibt er noch ein bisschen Spielzeit. Ansonsten schon sie. Ja, also wäre so meine Herangehensweise an dieses Spiel. Wir müssen keinem was beweisen. Ich gucke mal gerade, ob zum Boyer irgendwas steht. 3.5. Angeblich. Dauert also auch noch. Ja, so sieht's aus, Leute. Das ist alles, was wir aufbieten können. Ja. Der Kader ist jetzt nicht mehr so gut besetzt, wie er war vorne. Ja, aber sie laufen vorne schon auf dem Zahnfleisch. Gerade auf den Außenpositionen. Von daher sollte man dann natürlich jetzt nichts riskieren für Real Madrid. Also wenn jetzt noch einer ausfällt, keine Ahnung, das ist Katastrophe. Jetzt stell dir mal vor, der Musiala fällt jetzt noch aus. Ja, also, ja klar, dann hast du immer noch den Müller, aber wie gesagt, es kann schon sehr gut sein, dass ein Tell spielen muss. Ja? Also gegen Real. Ich traue ihm das auch zu. Aber nochmal, man sollte bei diesem Spiel jetzt auf jeden Fall so weit denken und ja, ist natürlich super kacke, verstehe das schon, ja. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht in der Tabelle gerade für Frankfurt, ob Augsburg da noch dran ist. Ich gucke mal eben. Verstehe natürlich das Argument, aber ganz ehrlich, ist am Ende des Tages ist das auch nicht unsere Aufgabe. Ja, also wenn die Leute da, ja, 5 Punkte sind halt für Freiburg, für Augsburg 6, für Hoffenheim 6, auf Frankfurt. Ja. Also, dann ist das so. Ja, es ist nicht unsere Aufgabe, dazu sorgen. Nochmal, ich will jetzt nicht sehen, dass wir keine Leistung bringen auf dem Feld. Aber, oder das Spiel irgendwie abschenken, sonst was. Aber ich habe volles Verständnis dafür, wenn das irgendwie ein harter Zweikampf ist, dass man dann einfach mal zurückzieht in dem Spiel. Wenn man 3 Tage später ein Halbfinale in der Champions League spielt und in der Liga einfach nichts mehr zu erreichen ist. Ja, so, das ist mein Credo. Und bei der Aufstellung, wie gesagt, alles, was irgendwie anfällig ist, was kleine Wehwehchen hat, lass es draußen. Es macht keinen Sinn. Ja, aus meiner Sicht. Gut. Daher wäre das meine Aufstellung, Leute. Wie immer, haut mir gerne eure Aufstellung in die Kommentare, eure Tipps zum Spiel. Mein Tipp. Ich sag trotzdem 3-1.
Vielleicht 3-2, aber ich sag 3-1. 3-1 ist mein Tipp. Ja. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, auf ein gutes Spiel. Ob es einen Stream geben wird zum Spiel, weiß ich noch nicht. Weiß noch nicht, wie mein Zeitfaktor Samstag ist und so weiter. Schauen wir mal. Ansonsten, wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.